So zusammen, herzlich willkommen zur 11. Folge von Swiss Info Doof Ask Switzerland. Und heute ist bei mir etwas ziemlich vorsichtig ausgedrückt Bemerkenswertes im Briefkasten gelandet. Es handelt sich dabei um eine Reklamebroschüre von einem angesehenen Elektronikfachmarkt. Den Namen muss ich glaube nicht nennen. Interessanter ist es hier, auf die Überschrift zu achten. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht das Streber spielen, aber leset das einfach mal ganz kurz und sagt mir dann, was euch aufgefallen ist. Ich gebe euch jetzt schnell ein paar Minuten Zeit. Ein paar Minuten? Nein, ein paar Sekunden. Ich denke, das sollte genügt haben. Diese Preise brauchen keinen Rabatt. Und unten noch ganz treffend, ich bin doch nicht blöd. Das ist wirklich äußerst treffend, vor allem bei dieser Überschrift. Noch ganz kurz, bevor ich jetzt etwas Falsches sage, es kann natürlich theoretisch die Möglichkeit bestehen, dass das auch so geschrieben worden ist, damit ein bisschen mehr Platz vorhanden ist und das mir ins Auge sticht. Ich wäre mir da aber nicht so sicher. Okay, und wer jetzt immer noch nicht gecheckt hat, dass es nicht kein, sondern keinen heisst, der soll bitte nochmal einen extra Kurs Deutsch nehmen. Inhaltlich gesehen ist die Aussage sicher nicht falsch. Das Geschäft hat gute Angebote. Aber grammatikalisch. Ich meine, es ist ganz klar, jeder kann mal Fehler machen und alles, aber das sollte doch zumindest noch korrigiert worden sein. Gerade bei einem so einflussreichen Geschäft wie Mediamarkt wundert es mich also schon ein bisschen. Ups, jetzt habe ich den Namen gesagt, jetzt ist es draussen. Oh, jetzt muss ich mich auf Scherereien gefasst machen. Nein, ich glaube keine so grosse Sache, aus dem habe ich ja auch noch mehr oder weniger Reklame dafür gemacht, wo ich gesagt habe, dass es gute Preise dort hat. Und es war kein Product Placement gewesen. Ich kann eigentlich nicht leer aus. Aber jetzt kommen wir mal langsam aufs Thema und ich glaube, bei den meisten sollte es jetzt auch langsam Klick gemacht haben, auf was ich heute raus will. Rechtschreibung. Ja, du hast richtig vermutet, du nicht, du schon, bravo, ja, du auch. Wenn man zum Beispiel Kommentare durchschaut bei irgendwelchen deutschen YouTuber, dann sieht man einfach saumässig viele Grammatikfehler, dass es einem schon fast wieder weh macht. Das Problem haben wir Schweizer Gott sei Dank nicht, wir können einfach auf Dialekt schreiben, da gibt es nicht wirklich eine Rechtschreibung dafür. Wobei, eigentlich gibt es sogar ein paar Rechtschreibungen, in Basel zum Beispiel Baseldeutsch Grammatik, aber so redet einfach niemand mehr, der unter 80 Jahre alt ist. Aber bei offiziellen Dokumenten und auch so Werbebroschüren, wie eben jetzt die vom Mediamarkt, haben auch Schweizer manchmal Mühe mit der Grammatik. Jetzt ist natürlich die Frage, sollte man die ein bisschen mehr unterrichten in der Schule? Naja, ehrlich gesagt habe ich das Gefühl, auch wenn man in der Schule Grammatik lehrt, wenn man dann später in irgendeinen Job einsteigt, wo man sie mal eine Zeit lang, 5, 6 Jahre nicht mehr gross braucht, dann verflüchtigt sich das langsam. Das ist aber ein ganz natürlicher Prozess. Was man nicht braucht, vergisst man halt einfach mit der Zeit. Total gesponnen finde ich aber das Argument, dass die Jugend von heute, die ja nur noch am Smartphone sieht, das sagen zumindest die Alten, die haben so ein falsches Bild von uns, wegen dem nicht mehr auf die Rechtschreibung achte. Meine Güte, das kann man über die Schweizer Jugend einfach nicht sagen. Wir schreiben Schweizerdeutsch. Da gibt es einfach keine Rechtschreibung dafür. In Deutschland dagegen, wo die Jugendlichen auf Hochdeutsch schreiben, hat das Argument vielleicht Boden unter den Füßen. Worauf bin ich froh, dass ich nicht Ask Germany heiße. Ja, und jetzt habe ich ein kleines Problem, nämlich fährt jemand im Nebenzimmer an Gitarre spielen. Das heisst, man versteht mich bald nicht mehr. Das heisst, ich muss jetzt ziemlich schnell mal fertig machen. Und wünsche euch darum einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende. Vielleicht sehen wir uns das Wochenende ja nochmal. Wer weiß, wenn ich Zeit habe, auf jeden Fall. Und bevor ich es vergesse, muss ich euch noch etwas ganz Wichtiges sagen. Erstens solltet ihr natürlich darüber diskutieren, ob ihr findet, man sollte mehr Grammatik unterrichten in der Schule und vor allem auch noch später gratis, vielleicht staatliche Grammatikkurse anbieten. Oder findet ihr, man lernt Grammatik mehr oder weniger freiwillig, wenn man sie im Beruf einfach braucht die ganze Zeit. Und wenn man sie nicht braucht, dann ist es doch einfach Steuergeldverschwendung, wenn man diesen Leuten noch 2 Stunden Grammatik pro Woche aufzwingt. Einfach ab in die Kommentare, dann wissen wir es. Und noch etwas. Auf verschiedenen Plattformen hat es ein paar Ask Switzerland Fake-Accounts gegeben. Das hat mich persönlich sehr genervt, weil der, die Fake-Accounts betreibt, macht dann vielleicht mal irgendeinen Scheiß und dann haben die Leute das Gefühl, ich habe das gemacht. Darum, Ask Switzerland hat nur das, was in der Videobeschreibung verlinkt ist. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn ich mal irgendeine andere neue Seite aufmache, dann würde ich euch natürlich darüber in Kenntnis setzen. Und damit sage ich Tschüss. Vielleicht hat der eine oder andere bemerkt, ich bin heute ziemlich K.O. gewesen, darum habe ich auch ein bisschen langsamer geredet wie sonst. Aber wie auch immer, wie gesagt, genießt den Tag. Ich laufe aus dem Bild, aber ich schwafel eigentlich noch weiter. Findet ihr das interessant? Also ich finde es mega langweilig und meine Zunge hat jetzt einen Krampf und darum sage ich jetzt einfach nochmal Tschüss, das ist das zweite Mal und so weiter und so fort. Und jetzt seht ihr eigentlich einfach die weiße Wand, während ich da hinter der Kamera stand. Und jetzt sieht man vielleicht mein Schatten, der da ganz kurz durchläuft. Nein, sieht man leider nicht, aber es ist jetzt auch wirklich ganz egal. Jetzt zoome ich mal rein. Es ist leider mega der schlechte Zoom. Und damit tschüss.